Willkommen Freunde bei Kaffeeklatsch im TS. Unser heutiges Thema ist, wie weit dürfen Beziehungen von YouTubern zu Zuschauern gehen, beziehungsweise von Zuschauern zu YouTubern. Mit dabei ist die stille Fox Commander. Hallöchen. Haha. Mit dabei ist und schon gar nicht mehr da. Okay. Mit dabei ist der Drantubaki von Drantubakis AP. Hallo zusammen. Und mit dabei ist die laute, aber stille Killer-Smiley von SPZ Let's Play. Ja, hi Freunde. Und das Thema ist sehr interessant. Also grundsätzlich, wie weit dürfen Beziehungen von YouTubern zu Zuschauern gehen? Wer möchte anfangen? Ich würde mal sagen, Ich hätte ja Smiley. gesagt, der Fuchs fängt an, weil er es ausgesucht hat und ich hab's dann gewählt. Cool. Betty gemobbt, ich muss immer alles anfangen. Oh, er fängt Das war dein immer Thema, an zu dein reden. Vorschlag. Eben, der fängt Trotzdem. immer an. Ich muss Mitleid erhaschen und das gelingt mir nur so. Okay. Wieso, was für eine Bindung willst du zu deinen Zuschauern, also wie weit willst du deine Bindung zu den Zuschauern denn haben? Ja, Verlobungsring ist schon gekauft, ne? So, der Nee, Anfang ist gemacht. Nee, ich habe das Thema ausgewählt, weil ich hoffe, ich stoße da jetzt nicht auf Hate oder auf Unverständnis oder was auch immer. Ich hatte mal eine Sache, also ich lag mal im Clinch mit einem meiner Zuschauer. Ja. In welchem Form Clinch? Dem Clinch, dass er mit mir telefonieren wollte. Hört sich jetzt erstmal nicht schlimm an. Für viele. Und die sagen werden, wieso telefonieren ist ja nicht so schlimm. Das Problem ist, das ist eine Sache, erstens mal weiß ich bin 2014, muss ich sagen, Ende 2014 YouTuber geworden und war von 2009 bis je Ende 2014 halt Zuschauer. Also nur Zuschauer ohne Account bei YouTube und so weiter. Und da habe ich schon gewisse Erfahrungen sammeln können, in dem Sinne, dass ich schon einiges gesehen habe, YouTuber kommen sehen und verschwinden sehen. Und das Ding war eigentlich meistens immer dann blöd, wenn YouTuber mit ihren Zuschauern telefonieren wollten oder sich privat irgendwie getroffen haben. Das ist halt das Problem, dass derjenige halt mit mir telefonieren wollte und da bleibt zwangsläufig ja halt nicht aus, dass man sich irgendwie mal die Nummern austauscht und so. Und das Ding ist halt, das ist eine gewisse Grenze, weil ich habe zum Beispiel mal einen YouTuber gehabt, den habe ich immer gern gesehen. Das war so im Jahr 2011 rum. Den fand ich echt super, der wäre auch richtig groß geworden, mit ziemlicher Sicherheit, weil der echt gut kommentieren konnte, seine Videos echt gut gemacht hat, auch für die Zeit. Leider wurde es dann, hat er dann aufgehört, weil das Problem war halt, einer seiner Zuschauer hat mit ihm dann telefoniert, privat hat er gesagt in dem Video und ja, und hat auch sich mit ihm getroffen und so. Und irgendwann ist halt so gewesen, dass er quasi in der Fuchtel dieses Zuschauers stand. Zum Beispiel in dem Sinne, dass wenn ihm jetzt wenn er jetzt ein Projekt gemacht hat, was dem Zuschauer nicht gefallen hat, dann wurde er halt inkognito halt gehatet und hat auch andere Leute angewiesen, ihn zu haten und so weiter. Oder hat gar nicht, oder hat einen Daumen runter gegeben und solche Kram, weil ihm halt das Projekt nicht gefallen, was er gemacht hat. Und dann gab es auch einen anderen Fall, da war das gleiche. Die hatten sich so privat gekannt, dass dieser Zuschauer sogar nochmal die Freundin von ihm angeschwärzt hat, ja, der geht mit der fremd und mit der fremd und so und die Beziehung ist daran auch zerbrochen. Und da habe ich mir so gedacht, ist zwar schön, dass er mit mir telefonieren will, aber ich würde sagen, das ist eine gewisse Grenze, die du nicht überschreiten darfst, weil das ist in dem Sinne schon eine Grenze, weil das wird dann zu persönlich. Man sollte halt eine gewisse Distanz zu dem Zuschauer haben. Natürlich kann man Abonnententreffen machen, man kann mit ihm schreiben oder halt mal im TS sich treffen oder so. Was ja dann auch telefonieren wäre? Ja, aber in dem Sinne nicht
dass du die Privatnummer von ihm hast. Ja, okay. Also Die da Privat- ging es eher darum, dass du gesagt hast, ich möchte meine Nummer nicht rausgeben. Ja, aber auch So ein Test miteinander reden wäre okay gewesen, aber Ja, aber das TS wäre kein Problem, aber also telefonieren, das ist halt eine gewisse Grenze, weil du irgendwo dich unter den Fuchtel dieses Zuschauers da kommst, weil wie gesagt, ich habe das öfters schon gesehen, dass plötzlich dann verlangt wurde, mach das und das Projekt und wenn nicht, dann kannst du das und das erleben oder so. Ich habe das wirklich oft genug erlebt, dass gerade zwischen der Zeit zwischen 2009 und 2014 sind so viele YouTuber verschwunden, nicht nur aufgrund von normalen Hatern, die man hat, sondern auch von die du privat kanntest. also Und, Stalker so in der Form. Ja, eigentlich schon. Stalker-Hater. Hm? Und das ist das Problem, dass wirklich sehr viele dadurch aufgehört haben. Mhm. Und ich würde sagen, man darf so eine gewisse Grenze zum Zuschauer nicht überschreiten und ich würde auch sagen, eine gewisse Distanz ist nicht schlecht, aber man kann ja anhand der Videos sich mal was erzählen, wie man so ist oder ich meine, durch das Let's Playen gibt man ja ein bisschen Preis, wie man ist, im Grunde genommen. Ja, aber auch wieder die Frage, wenn war das wirklich so schlimm, dass der Zuschauer dann gesagt hat, ich will das Projekt sehen und wenn du das nicht machst, dann hate ich dich oder so? Er hat das Also er hat das nicht bewusst gesagt, dass ich dich hate, aber er hat wirklich, also jetzt nicht jetzt bei mir die Sache, das muss ich dazu, kann nicht, dass es wieder falsch verstanden wird, sondern bei den YouTubern, die ich gesehen habe, wo ich wirklich regelmäßig geschaut habe, war es wirklich so, dass diejenigen dann meistens stimmen, mir gefällt das Projekt nicht und so und immer dann, wenn dieser Kommentar war plötzlich ein Daumen runter oder das über Hinterstübchen hat der YouTuber immer erfahren, dass es Bekannte von demjenigen waren, die dann den haten sollten oder halt anschwärzen sollten bei anderen privaten Leuten. Es ist schwierig, wenn es privat wird. Sag ich so, wie es ist. Und wie gesagt, also ich habe auch mal, wie gesagt, bevor ich angefangen habe mit YouTube, habe ich verschiedene Videos mir angeschaut und haben viele große YouTuber gesagt, man sollte auf Wünsche der Zuschauer eingehen, was richtig ist, aber es sollte nicht zu sehr sein, dass man unter der Fuchtel dieser Zuschauer steht. Okay. Weißt du? Also jetzt, dass du, wenn du mal nicht das machst, was denen gefällt, dass da gleich das Gehate losgeht oder dass es gleich zu persönlich wird. Weißt du? Und da habe ich mir gedacht, machst du das mal als Thema, weil an sich gibt es ja das noch gar nicht als Podcast-Thema bei YouTube, habe ich gesehen. Und ja, dass man sich mal unterhält darüber, wie weit darf eigentlich so eine Beziehung zwischen YouTuber und Zuschauer gehen, weil du hast ja eine gewisse Bindung, weil es gibt ja immer wieder Zuschauer, die deine Videos schauen und ja, die Frage ist, wie weit darfst du gehen, ne? Weil du im Endeffekt trotzdem irgendwo eine Privatperson bist, die halt ihr Hobby nachgeht und es ist ja irgendwo ein Fremder für dich. Also du kennst ja bloß seine Kommentare, du kennst ihn aber jetzt nicht als Charakter. Und du weißt nicht, ob du ihm wirklich alles anvertrauen kannst und so. Das ist immer so eine Sache, ne? Das ist wie, sagen wir mal, wie zwischen uns. Wir haben uns privat auch noch nie getroffen. Wir verstehen uns, Wir wissen alles über dich? nicht alles. Hoppsa aber. Und wie gesagt, wir verstehen uns und wir Ja. wissen das eine oder andere über den anderen oder wir wissen, Wir wissen alles über dich, Fox. insofern tickt. Scheiße, jetzt habe ich. Verunsichert dich das? Ein bisschen. Ja, Smiley hier, NSA natürlich ja wieder. Nee, wir haben uns aber noch nie privat getroffen. Ich kann jetzt über TS der super nette Typ von nebenan sein. Wenn ich mich dann auf der Gamescom wie ein totales Arschloch verhalte, sag ich mal so, Du könntest zum Beispiel auch eine Leiche im Keller haben oder was auch immer, logischerweise. Das ist genau die Und ja, wir Nummer. wüssten. Ja, du bist doch die Leiche, dachte ich. Ich verscharre ich dann. Nee, der sie wird die Leiche dann sein. Es wird die zweite Fox Leiche. wird die Leiche sein. Irgendjemand wird die zweite Leiche sein. Das ist ein anderes Thema. Also, ich du wollte sagst halt- eigentlich, es muss klar gemacht werden, auf jeden Fall einen gewissen, wie sagt man so schön, auf jeden Fall einen gewissen Abstand, kann man sagen, oder eine gewisse Distanz immer noch, dass man immer noch merkt, okay,
Ja, so in der Art. Oder wie verstehe ich das jetzt, was du meinst? Also ich sag's mal so, er sagt manchmal, dass er Fan von mir ist. Ja, Ich sag's mal so, ich bin Fan von Borussia Dortmund. ja. Ich rufe aber den Tuchel jetzt nicht morgen an und frage nach seiner Telefonnummer, wenn du da noch gehst. Oder den Reus oder so. Das ist halt so eine. Sag mal Oder so, laust dem zu wenn Hause ich jetzt auf in die und- Kommentare reinschreiben würde, lass uns mal telefonieren, der würde lachen, wenn ich das schreiben würde. Das ist jetzt nicht herabwertend gemeint, das ist nur so, YouTuber sind irgendwo, ja, Prominente sind es auch nicht, aber ich sag's mal so, trotzdem Ab einer irgendwo, gewissen Höhe von den Abonnenten bist du schon bekannt. ja, auf einer gewissen Höhe schon, aber trotzdem bist du als YouTuber, möchtest du ja immer noch dein eigenes Privatleben schützen. Möchtest Ist du ja das so. als bekannter Star, Musiker, Filmschauspieler nicht auch? Ja, doch, aber Oder als Privatperson sowieso? Aber es geht ja hier eigentlich um die Nummer, ob man halt mit Zuschauern telefonieren sollte oder nicht, weil das Problem ist halt, man kann es über TS machen, aber privat mit der privaten Telefonnummer oder privat an sich zu telefonieren, halte ich für schwierig. Ich Weil gehe mal es- auf das eine Video ein von dem, wo du mir empfohlen hast, was ich geguckt habe. Und der hat auch gesagt mit dem Hater-Videos, was ich so geil fand, wo er die Hater auseinandergenommen hat. Und er hat auch zum Beispiel gesagt, dass er auf einem YouTuber, also auf der Gamescom war, 2013 oder so, und dort wohl mit einer Zuschauerin ins Bett gesprungen ist. Ich weiß, welchen YouTuber Also du näher meinst, kann man sich theoretisch nicht mehr kommen. Ja, Weiß ich er nicht weiß, mehr. wen du meinst. Das ist so eine Sache, wo ich ganz klar eine Grenze ziehen würde. Also das heißt, Weil- wenn jetzt ein nettes Mädchen oder ein netter Typ ankommt und sagt, lass mal treffen, lass mal Kaffee trinken gehen und du hast auch Interesse, dann würdest du ganz klar sagen, nee, weil du vielleicht nur mich magst, weil ich YouTuber bin. Ich sag's mal, auf dem Kaffee Ist es so? ist ja noch was anderes, aber ich sag's mal so, weil man vielleicht einen gewissen Austausch zwischen YouTuber und Zuschauer irgendwie pflegt, aber ich sag's dir so, wie es ist, egal wie sympathisch ich die empfinden würde, ich würde mit Abonnenten oder mit Abonnentinnen grundsätzlich schon mal gar nicht ins Bett gehen. Auch wie schön ich den YouTuber, wie gut ich den YouTuber finde und seine Art, den du da geschaut hast, ich weiß, wen du meinst, nur ich finde, das ist eine Sache, die muss jetzt Wäre das nicht die sein. Grenze, wo du sagen würdest, das wäre auf jeden Fall hinter der Grenze, die du gerade schon mit der Telefonnummer gezogen hast? Das wäre schon hinter der Grenze, und ich sag's mal so, Sex ist ja was, jetzt kommen wir schon wieder in einen anderen Bereich rein, Sex ist ja was Intimes. Und Sex hat, Unglaublich. ich sag mal, meine Nummer ist zum Beispiel, Sex hat ja was irgendwie mit Gefühle zu tun oder so. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der so schwanzgesteuert, so muss ich das mal sagen, durch die Gegend rennt. Ja. Für mich muss, wenn ich mit jemandem Sex habe, muss da irgendwie Gefühl dabei sein. Und jetzt, nur weil eine Abonnentin dann sagt, hier lass mal hier eine Kiste springen oder, weißt du, ich würd das kategorisch schon mal nicht machen. Steht fest. Mhm. Das wird es bei mir nicht geben. Gebe ich Brief und Siegel drauf, weil das ist irgendwo eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte. Finde ich. Okay. Weil irgendwo ist, ich sag mal so, wenn man meine Videos gerne schaut, das ist ja irgendwo vereint uns ja das Hobby der Videospiele, also die Videospiele vereinen uns ja in dem Sinne, weil wir ja in dem Sinne das gleiche Hobby haben. Nur, ich weiß nicht, mit Abonnentinnen ins Bett gehen, also das kann ich jetzt schon 1000%ig ausschließen, das wird es bei mir nicht geben. Also, ich weiß nicht, also das ist irgendwie eine Grenze. Ich sag mal, wenn er klein wäre, wenn er jetzt 10.000 oder 500 Abos hätte, würde er das auch nicht machen, bin ich mir 1000%ig sicher. Dadurch, dass er über 700.000 Abos hat, Ja. hat er eine gewisse Größe und kann das quasi verleugnen, wenn du so willst. Er kann es behaupten, er kann auch sagen, es war nicht so. Also das heißt, wenn sie sagt, es war so und er sagt, es war nicht so, werden die Leute ihm eher glauben, nur weil er einfach Ja, weil so viele Abonnenten hat und sie vielleicht, was weiß ich, Bäckerei-Fachverkäuferin ist oder sie vielleicht auch Aufmerksamkeit sucht, sagen sich die Leute dann. Okay, ja gut, das ist ein guter Aspekt. Also es gibt ja auch viele Frauen und auch viele Männer, die sagen, ich hatte mit der was oder ich hatte mit dem was, obwohl das gar nicht stimmt. Einfach damit sie sich im Licht sonnen. Gibt es ja unglaublich viele Gerichtsurteile auch, wo Leute einfach behauptet haben, ich habe von dem Kind oder was, von dem, was weiß ich,
Schauspieler oder was auch immer, wo dann hinterher rauskam, ist gar nicht so, weil, ja, einfach nur, um in der Presse zu stehen oder ich wurde von dem gehauen oder irgendwie sowas. Gibt's ja auch unglaublich viele Gerichtsurteile. Ja, Michael einfach- Jackson hat ja ein halbe Welt voller Kinder mittlerweile. Ja, oder Boris Becker, ne? Ja. Das Kind sieht nicht aus wie er, aber er zahlt dafür, oder wie war das, ne? Hat rote Haare und sieht genau aus wie er, ne? Aber behauptet, es war nicht so und all solche Geschichten. Also da gibt's einige Sachen. Aber du sagst ganz klipp und klar, es sollte eine Grenze geben zwischen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und ja, Zuschauern, Fans, Leuten, die halt wirklich Wie ja, gesagt, zuschauen, die, ja. Wie gesagt, Skype oder TS, kein Problem. Hm? Das geht noch. Aber ich sag's mir so, es heißt ja nicht, dass ich keine Kommunikation mit meinen oder keinen Kontakt mit meinen Zuschauern deswegen will. Das heißt Ja. einfach schlicht und einfach, ich will mich selber vor schützen, dass das irgendwann eine persönliche Sache wird, wenn mal der Zuschauer sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf dich oder ich finde dich jetzt auf einmal total scheiße. Und Das dann Problem statt gehatet zu werden, Ja, das Problem ist, wenn ich das nicht vorher als Zuschauer so oft gesehen hätte oder erlebt hätte, also ich habe wirklich sehr viele, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele potenziell große YouTuber euch entgangen sind, dadurch, dass die aufgehört haben. weil sie gehatet wurden, weil sie kaputt gemacht wurden. Ja, und Okay. deswegen, das heißt nicht, dass man keinen Kontakt wird zum Zuschauern, das heißt einfach, das ist so eine Art Selbstschutz. Deswegen habe ich gedacht, machst du das mal als Thema, weil ich glaube, das ist in dem Sinne interessant. Ich Weil- nehme mal, wenn ich kurz darf, ich nehme mal das beste Beispiel, Stefan Raab. Ja. Über Stefan Raab weiß man gar nichts. Der stand in der Öffentlichkeit, er selber, einer der größten Entertainer, Moderatoren in Deutschland. Bekannt wie Sau, also jeder kennt Stefan Raab und, oder TV Total vielmehr. Und über seine Familie, man weiß, er ist verheiratet, hat 2 Kinder, aber auch nur, weil sich einer während der Show mal verquatscht hat. Und da, also eigentlich generell weiß man gar nichts über ihn. Ja, das Nix. weißt du, im Grunde genommen weißt du nicht mal über Kronk und Sarazar was. Die Ja, wohnen in man- Köln, die entwickeln gerade ein Spiel, das weißt du weißt verschiedene Sachen. Aber ob sie eine Freundin haben oder so, das weißt du doch gar nicht. Oh. So erschrocken. Nein, das war das UFO auf dem Himmel, das hast du nicht gesehen. Natürlich. Das Ähm, UFO. Nee, es geht da darum, der Sarazar und Kronk, die wollen ja auch Kontakt zu ihren Fans. Das siehst du einfach, das merkst du. Macht ja auch Spaß, aber sich weil mit ich habe neuen gestern, Leuten ich habe ja. gestern ein Video von Kronk gesehen, da hat er von seinem Livestream, macht er die einzelnen Videos, schneidet er und tut sie hochladen. Man Ja. sieht einfach, der will Kontakt zu den Leuten. Er hat ja immer gesagt dann immer, was die Leute im Livestream so gelabert haben und so. Er will Kontakt, nur er möchte nicht, dass die Leute zu viel über das Privatleben wissen, weil das gefährlich ist. Das weiß er einfach und das ist genau das Ding. Man sollte bei gewissen Sachen den Deckel drauf haben. Mhm. Weißt du? Und das ist ja die Kunst, den Deckel drauf zu haben und trotzdem irgendwo in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil jeder von uns, egal ob er groß oder klein ist, steht in der Öffentlichkeit. Mhm. Das meine ich ja damit. Also ob du 100 Zuschauer hast oder 100 Fans oder ob du 200.000 hast, du bist ja, du stehst in der Öffentlichkeit. Zumal Internet, du kannst auch heute 100 Abos haben und morgen 10.000, ne? Oder 100.000, das geht. Ja, Weil dann hast du ein Video rausgebracht, was die Leute auf deinen Channel aufmerksam machen, sagen sich, oh, der ist ja doch cool, habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Und auf einmal, bam. Weißt du, was ich meine? Zumal, ja, das ist halt das Ding. Das Ding hat weltweiten Reichweite, YouTube. Mhm. Das meine ich ja damit. Ich kann dir sagen, vor 2 Monaten zum Beispiel, habe ich euch noch gar nicht gesagt, hat einer mich aus Japan abonniert. Naja? Japan! Stell dir mal vor, ich würde jetzt ein Video machen über mein halbes Privatleben. Könnten mich in dem Sinne sowas von erpressen, wenn es Norm ist. Das ist wirklich Selbstschutz. Wenn ich nicht wirklich diese Zeit vorher als Zuschauer, die ist manchmal auch hilfreich, wenn du vorher Zuschauer bist, weil du dann dich vor gewissen Sachen auch selber schützen kannst. Die du vielleicht so nicht weißt, als wenn du jetzt bloß einmal mit YouTube anfängst. Und, Ja gut, man sollte sich sowieso informieren, bevor man mit irgendwas anfängt. Das ist so Grundvoraussetzung. Und wie gesagt, das ist halt das Ding, durch diese Zeit, die ich vorher als Zuschauer hatte, weiß ich natürlich, auf was man achten muss, auf was man nicht achten muss und wie man sich so ein bisschen wenn man selber Kommentare schreibt, wie man sich verhält und so. Und das ist halt das Ding.
dass ich halt diese Zeit erlebt habe und ich weiß auch, dass es sehr, sehr schnell von einer Sekunde auf der anderen sich drehen kann. Und dann sollte man sich halt vorschützen, wie gesagt, Skype oder PS wäre jetzt kein Problem. Aber jetzt über Telefon, privates Telefon oder so, das ist, oder Handy, das ist so eine Nummer, da sollte man wirklich den Deckel drauf haben, weil eins vor die viele Zuschauer verweckt, weil es ja auch heißt, dass man ja bloß Kontakt vielleicht nur unter YouTubern haben will. Ich habe jetzt auch noch nicht die private Handynummer vom Reit oder von der Smiley, also von daher ist nicht so, dass wir jetzt hier untereinander schon die Nummern hier gnadenlos ausgetauscht hätten. Also wir haben da alle, wir passen da schon auf, wen wir die Nummer geben. Das ist ja wie bei den TS-Daten. Wir passen auf, wen wir hier reinholen. Mhm. Und das ist genau das, wie im wahren Leben. Du musst auch im wahren Leben dich so verhalten. Sonst bist du durchsichtig, du bist einfach leichter erpressbar und so. Das ist so, du musst aufpassen. Manchmal muss man zu negativ an gewissen Sachen rangehen, um sich selber zu schützen. Ich habe ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Sagen wir mal, du hast eine Freundin oder einen Freund oder eine Frau und irgendeine Tussi kommt hin und sagt, ich habe was mit dem gehabt, hab mit dem gepennt. Ist es nicht oft so, dass Frauen dann erstmal so, scheiße, weißt du, was ich meine? Der ist mir fremd gegangen. Aber letzten Endes, es ist ja wirklich oft schon so vorgekommen auch, dass Frauen das einfach behaupten, um Keil da reinzutreiben, um Unfrieden zu stiften oder um selber auch am Erfolg von irgendjemandem mit teilzuhaben. Mhm. Ja, das ist es. Dann hängt es aber wirklich von der Beziehung ab, wie gut, wie lang man sich kennt, wie die Beziehung zueinander ist und ob man nur verheiratet ist, ob man halt nur eine Beziehung hat oder wie lange man sich halt schon kennt. Wenn man jetzt eine Frau hat, die einen 10 Jahre schon kennt, die weiß, wie man tickt und so. Und die weiß ja auch in gewissen Form, weißt du ja, wie dein Tagesplan ist, wenn du es genau nimmst. Ja. Oder dein Rollplan. Mhm. Und das ist halt das Ding. Deswegen kann da nicht so ein Keil dazwischen bleiben. Und wenn du als YouTuber so angesprochen wirst und du hast eine Freundin, kann ich mir vorstellen, wird die Freundin auch nicht eher gleich glauben, weil die weiß, ja, du bist YouTuber, vielleicht versuchen die den das Loch nicht zu treffen. Wir lachen gerade über das Game. Ja, ich sag ja, das ist der Werner. Okay. Wir haben uns wieder alle rausgeschossen. Sehr schön. Sehr gut. Randu, was sagst oder Fox, willst du mach erst zu Nee, Ende, ich geb weiter an Randu Baki oder Smiley, weil die können ja auch mal was sagen. Ja, ich habe schon gemeint, du würdest jetzt den ganzen Podcast ganz alleine sprechen, ohne Spaß. Ja. Nee, Er labert und labert und labert. So, jetzt gehe ich mal dazwischen. Randu, bitte. Also ich muss sagen, Wie siehst du das? ich muss schnell noch sagen zum Spiel Right, du willst es wirklich echt spannend machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn dann richtig, oder? Nee, Ich schon überlegt, Moment, ein Boogie? Nee, er macht lieber einen Doppelboogie. nee, kommen wir wieder zum Thema zurück. Ja. Da der Fox so viel geredet hat, da habe ich den Anfang von meinem total wieder vergessen. Also wir sind übrigens beim Thema, wie weit dürfen Beziehungen von YouTubern zu Zuschauern gehen, beziehungsweise umgekehrt, von Zuschauern zu YouTubern, falls du das Thema vergessen hast. Nee, das Thema habe ich schon. Ich hatte ganz am Anfang noch richtig schöne Einleitung für meinen Teil, aber den weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, kein Problem. Machen wir. Finde ich auch geil. Nee, also ich finde auch, dass ein gewissen Abstand zwischen den Zuschauern und dem YouTuber sein sollte, wie der Fox schon gesagt hat. Mann, jetzt habe ich echt den Faden verloren. Hey, nee. Das Thema ist, wie Ja, weit ja, dürfen ja. Beziehungen von YouTubern... Okay. Das Thema weißt du noch. Ja, das Thema weiß ich noch. Ich habe den Satzbau nur jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Mann. Oh shit. Okay, war doch gut. Rüber. Ah, Auf der... Nee, also Entschuldigung. Okay. Okay, zurück zum Thema. Nee, ich finde, bei YouTube ist es genauso wie mit den Filmdarstellern, Fußballstars, Theaterstars und weiß ich was noch alles für Berühmtheiten auf der Welt gibt. Sänger und so weiter. Sollte das eigentlich auch gewisse Abstandhaltung zu den Fans sein, zu den Zuschauern sein und man sollte trotzdem immer noch seine eigene Privatsphäre schützen und die Privatsphäre geht im Prinzip keinen
da draußen irgendwas an, was der jeweilige YouTuber, Fußballstar, Fernsehstar, Sänger und weiß ich was noch alles gibt, was die im Privaten machen. Das geht eigentlich niemandem was an. Ja. Und da sage ich jetzt auch, sollte man zu den Zuschauern einen gewissen Abstand haben und wirklich ich als YouTuber auch überlegen, was vertraue ich wem an. Ich persönlich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mit jemandem längere Zeit in Kontakt bin, mich mit dem auch recht gut verstehe, werde ich mir vielleicht schon überlegen, wenn ich weiß, der ist in meiner Umgebung und ich kenne ihn schon ein bisschen besser und nicht nur irgendwie so vom Schreiben her, sondern hat er auch schon irgendwas zusammen gemacht, sei das Offscreen zusammen gespielt oder so weiter, dann gebe ich dieser Person dann schon irgendwie die Handynummer oder so, aber es ist wirklich muss eine gewisse Zeit wirklich Kontakt da sein und auch einen gewissen Kontaktaufbau da sein, bevor ich das mache. Also ich gebe auch jetzt auch nicht wahllos meine Handynummer raus oder so. Wegen dem Telefonieren, ja, da stehe ich gleich wie dem Fox, Ich würde jetzt auch nicht einfach so die Handynummer rausgeben. Wenn jemand quatschen will, da gebe ich mal die TS-Daten und dann kann man ohne weiteres auch im TS quatschen und sonst hat derjenige halt Pech gehabt. Mhm. Und eben Privatsachen sollten halt trotzdem noch im Privaten sein und ich sag's halt wirklich so, man sollte wirklich schauen, wem man die Daten gibt über sich selbst und nicht einfach so, weil einer vom ersten Moment aus sympathisch ist, sondern weil man dann die Person wirklich auch schon ein bisschen kennt, beziehungsweise mit ihm schon irgendwas gemacht hat, sei das jetzt irgendwie, weiß auch nicht, auf der Gamescom getroffen oder Let's Plays zusammen gemacht oder sonst irgendwie Kontakt gehabt, dann hat man schon einen gewissen Informationsstand aufgebaut zu der Person, mit der du eigentlich deine persönlichen Sachen teilst bzw. anvertraust. Mhm. Ja. Also quasi ein Vertrauensverhältnis, beziehungsweise man kennt sich halt auch. Man kennt die Stärken, die Schwächen vom anderen. Man hat sich auch vielleicht mal gestritten oder so. Das passiert ja auch öfters. Ja, ich meine, das ist ja wie im richtigen Umfeld auch. Du gehst in eine Bar rein, gut, es gibt solche und es gibt solche, aber du gehst ja in eine Bar rein, lernst erstmal eine kennen und du fragst diese Person nicht gleich vom ersten Moment, wo du sie kennengelernt hast, ob sie deine Frau will werden. Machst du ja auch nicht. Da lernst du diese Person auch zuerst mal kennen, bevor du eigentlich sie... Oh, sorry, das geht nicht. Habe ich dir falsche Informationen letzte Woche gegeben? Du musst gerade der Richtige sagen. Frau, Sag ich ja. Nee, machen kann man es ja, aber in der Regel macht das keiner. Mhm. Und ich sag, das ist jetzt eigentlich hier mit den Zuschauern oder Zuschauer eigentlich auch so. Man soll einen gewissen Abstand haben, weil Eigenschutz und so, sobald du eigentlich in der Öffentlichkeit stehst, musst du im Prinzip auch ein bisschen an den Schutz von dir und deiner Familie oder deinem Umfeld mitdenken, weil ja in der heutigen Zeit wirst du schnell in kriminelle Machenschaften reingezogen oder deine Familie oder sonst etwas, wenn du quasi gewisse Informationen halt zu sehr rausgibst. Also sagen wir mal, du hast Frau und Kinder und einer entführt dann dein Kind, um dich zu erpressen. Weil du ja so viel verdienst oder was? Zum Beispiel, ja genau. Als Star, okay. Mhm. Jo. Okay. Smiley, was sagst du zu dem Thema? Also generell stimme ich da Fox und Trando von der Meinung mit Telefonnummer rausgeben, Handynummer rausgeben zu. Mhm. Würde ich auch nicht machen, definitiv nicht. Wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ist die Sache mit Skype oder TS. Weil ich einfach sagen muss, wäre ich jetzt eine YouTuberin, die, was weiß ich, wie viel 100.000 Abos hätte, könnte man sicherlich darüber sprechen, wie es bei anderen größeren YouTubern ist. Man macht mal so ein Fan-Treffen, wo dann die Zuschauer vorbeigucken und man unterhält sich in so einem Raum halt oder Rahmen halt.
Aber mir persönlich würde einfach die Zeit fehlen, zu sagen, ja, dann hier hast du die TS-Daten oder meine Skype-Daten und dann können wir mal quatschen. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Ich würde da eher so wie, ich habe ja einen Zuschauer, der hat weder einen YouTube-Channel noch sonstiges, guckt aber die Let's Plays regelmäßig und hat jetzt nach über einem guten 3, 4, 5 Monate dann mal angefragt, wie es mal aussieht mit einem Treffen, einem Fan-Treffen, beziehungsweise generell mal mit Zocken. Und ich muss sagen, vom Treffen her ist halt eben auch zeitmäßig die Sache, vor allem wenn das Ganze weit auseinander liegt. Da könnte man das höchstens damit verbinden, wenn man gerade in Urlaub irgendwo in der Nähe ist, beziehungsweise halt eben einen Vlog oder so dreht, dass das dann gerade zeitmäßig passt. Aber ansonsten mit Zocken ist es dann halt eher so, wenn wir wirklich sagen, mal als Truppe, wir nehmen jetzt nicht auf, wir zocken einfach so, dann kann mal jemand mit dazu stoßen, wenn er in meinem Fall halt jetzt wirklich schon länger Kontakt mit mir hat. Dann einfach irgendein Zuschauer, der, ja, hi, hier bin ich und ich will mal mit euch zocken, das ist nicht so meine Regel, weil ich mag die Leute dann doch schon länger kennen, bevor ich einfach sage, ja klar, wir zocken mal. Mhm. Zumal man ja auch wirklich sagen muss, Leute, die wirklich extrem in der Öffentlichkeit stehen, also wir sind ja jetzt noch kleine YouTuber, noch, aber es gibt ja wirklich YouTuber oder Let's Player oder auch, wie sagt man so schön, ja, was weiß ich, Musiker und Schauspieler, die weltbekannt sind und die machen natürlich solche Autogrammstunden oder Fantreffen und so weiter. Aber von denen, die wissen, oder wenn sie einkaufen gehen, mal selber und jemand trifft die, dann machen sie natürlich Fotos. Ja. Manchmal so, manche sind auch voll die Arschlöcher oder sowas, auch privat, logischerweise. Steckt man auch nicht drin. Also der eine ist so, der andere ist so. Nur grundsätzlich, wie soll ich das sagen? Es gibt natürlich auch, da wird auch keiner sagen, ja klar, hast du meine Handynummer. Weißt du, was ich meine? So in der Form. Also das ist ja auch wieder so die Geschichte. Viele von den sehr, 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 sehr großen, bekannten Stars, die geben auch nicht ihre Privatsachen raus. Deswegen meinte ich ja, dass TS und Skype geht ja noch. Du kannst Eine gute Sache dann, ja. Du kannst ja mit denen quasi telefonieren, hast aber nicht so die privaten Kram da drin, also die privaten Daten. Natürlich, wenn derjenige mich private Sachen fragen tut, während wir bei Skype sind oder so, dann will ich die auch nicht beantworten, aber ich sag mal so, TS und so Daten könnte man auch erst rausgeben, wenn man sich ein bisschen besser kennt, also ein bisschen länger. Das ist klar, ich würde jetzt auch nicht, wenn jetzt einer schreibt plötzlich, treffen wir uns im TS oder so, würde ich auch nicht einfach die Daten rausgeben. Das ist so. Zumal würde ich das eher mit den Trantobaki vorher absprechen und so, weil das ist nicht mein TS. Dass wir das, aber jetzt so die Handynummer und so, deswegen sage ich ja, das ist so eine gewisse Schwelle, die du nicht überschreiten solltest. Oder überhaupt die Telefonnummer, weil, ich weiß nicht, auch wenn, du hast ja gerade gesagt, wir sind zwar nicht so groß, wie große die permanente Öffentlichkeit stehen, also ich sage so wie es ist, auch kleine stehen permanente Öffentlichkeit, umso mehr Videos du machst. Ja. Du hast halt auch eine große Reichweite, ne? Und über Internet, wie gesagt, du machst ein Video und es kann jederzeit passieren, dass das durch die Decke geht und auf einmal du bist deutschlandweit bekannt oder weltweit sogar. Ja, siehst mal so, du und Smiley und ich, wir haben ja auch schon einige Videos, die über 1000 Klicks haben. Oh. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Video gemacht, wo du deine Telefonnummer preisgibst, dann hättest du jetzt schon 1000 Leute, die deine Nummer kennen. Ja. Das ist das Ding. Ich habe natürlich auch schon mal in meinen Kommentaren meine Nummer, quasi meinen Namen bei PlayStation Network habe ich auch schon mal hier reingeschrieben. Da sage ich mir aber, gut, das ist PlayStation Network, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt mein Privatkram wäre, dann würde ich da nicht reinschreiben. Grundsätzlich schon mal nicht. Also Stress auf der Arbeit oder viele machen das ja auch so, die teilen. Ich nehme mal als Beispiel, da gab es ja mal so ein soziales Experiment. Da ist jemand durch die Straßen gelaufen, hat die Leute nach ihren Handynummern, nach ihrer Schuhgröße, nach dem, was sie gegessen haben, gefragt. Die haben alle gesagt, verpiss dich und was bist du denn für ein Idiot? Und dann ist er bei Facebook draufgegangen und da stand alles drauf. Also er hat die Leute wirklich, ich glaube, entweder hat er die gezielt gesucht oder gesucht aufgrund der Straße. Irgendwie sowas lief da im Hintergrund. Und er hat wirklich
oder da war auch ein Typ, der vom Fernsehsender irgendwas und der ist von Haustür zu Haustür und hat dann gesagt, Erna Müller, Sie haben doch dann und dann das und das gegessen und das geteilt. Und die Leute wussten gar nicht, was will der überhaupt, der Typ, ja. Und der hat die wirklich mit den privatesten Sachen. Sie arbeiten da und da, sie wohnen da und da waren sie in Urlaub. Die Leute so, woher wissen sie das? Waren total schnippisch, bis sie dann gemerkt haben, dass sie es selber auf dem sozialen Netzwerk geteilt haben. Also, Ja, es gibt ja wirklich Leute, die schreiben, oh, heute habe ich einen Burger gegessen. Ja, aber wisst ihr, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Mit dem, zum Beispiel, ich gehe mal von aus, dass Smiley da nichts dagegen hat, wenn ich das mal so sage. Das war zum Beispiel mit der Kiste, die ihr vorher ja mit den Hater hattet. Der hatte. Schneiden wir raus. Naja. Der hatte einen Fake-Account, also er hatte einen Facebook-Account erstellt, ohne ihre Zustimmung und hat dann eure Community nachgefragt, rück mal hier die Handynummer raus. Ja, genau. Ja. Und So ein Arschkind, da habe ich ey. nicht verstanden, sorry, wenn ich jetzt eure Community in dem Sinne angreife, aber ich habe nicht verstanden, warum man da einfach, selbst wenn du das gewesen wärst, einfach so die Handynummer weitergebe. Das habe ich einfach nicht verstanden, warum manche das trotzdem gemacht haben, weil das Vielleicht, weil es ein gewisses Vertrauen ist, weil ich meine, wir haben ja jetzt ja, mittlerweile aber auch schon klar, aber du hast mehrfach bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann und dass wir auch ehrlich sind. ja, Oder aber auf jeden Fall die ehrliche Linie fahren, nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, aber das, ich will ja nicht sagen, ich sag mal so, das Problem ist halt, wir haben denen ja auch vertraut vorher, Mhm. diesen YouTuber. Nur das ist Geile ja, an der das- Aktion war ja, er hat wirklich die Leute angeschrieben oder ja, die bei mir auf dem Channel sehr, sehr lange schon sind, auch bei Facebook schon sehr, sehr lange befreundet sind. Und genau die hat er angeschrieben. Also nicht jetzt irgendwelche, die neu dazugekommen sind, sondern generell Leute, mit denen ich schon sehr, sehr lange Kontakt habe. Mhm. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass deswegen ein paar drunter waren. Von einem weiß ich halt, dass er die Handynummer rausgegeben hat. Von anderen weiß ich ja, wo sie angeschrieben wurden, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das dann wirklich das war. Ja, kennen wir ja schon so lang und dass die Müssen wir dann eigentlich- wirklich gedacht Müssen wir haben, eigentlich okay, kann man hinfahren geben. und dem einfach einen Backenklatscher geben. Mhm. Weißt du, Ja, was ich meine? Mal so persönlich, so einfach mal, das wollte ich dir nochmal zurückgeben. Batz, batz. Ja, das Problem ist doch ganz einfach, was ich auch damals gesehen habe, die haben das die haben das in die Nachricht bei Facebook reingeschrieben. Das heißt, irgendwo öffentlich, also das Problem ist, wärst du das gewesen, hättest du dann nicht eher eine Privatnachricht bei YouTube geschrieben? Weil wir Die Die hauptsächlich haben nicht bei Privatnachrichten bekommen. Ja. Ja. Aber über Facebook Dachte oder das, nicht? ja, aber Facebook, genau, das ist das Ja. Problem. Facebook kann ja trotzdem drüber gucken oder irgendwelche Ja, das ist anderen, das klar. wisst ihr ja nicht. Also ich hätte erstens mal gar nicht nach einer Nummer gefragt und zweitens, selbst wenn, ja, also dieser Spruch, der da sowieso dabei stand, war schon unter aller Kanone, das ist gar nicht meine Art. Und ja, also ich persönlich frage generell nicht nach irgendeiner Handynummer, wenn irgendwas ist, schreibe ich dem eigentlich schon eine Nachricht oder frage da halt nach. Mhm, oder man trifft sich halt in TS dann, ne? In der Form. Ja, Was ja auch, Oder das wie schon gesagt ist, okay ist, ja. Grundsätzlich, also ja, es gibt aber auch viele, ich sag mal, YouTuber oder Let's Player oder auch, was weiß ich, Schauspieler oder so weiter, die haben, ich nehme mal das Beispiel, ich glaube Sky Dumont. Die Frau von Sky Dumont ist 30, Sky Dumont ist, wie alt ist er jetzt, 60, 70? Der ist ja schon ein könnte eher bisschen... zwischen 60 70 sein. Ja, sag ich ja. Also, und ich habe ein Interview von den beiden gesehen, wo sie gesagt hat, ja, ich bin mit Sky Dumont aufgewachsen und der hing als Poster in meinem Zimmer, dann haben die sich kennengelernt, die sind ein super Paar, so wie die sich jetzt geben, ja? Die scheinen sich super zu verstehen und so weiter. Nur, da ist zum Beispiel auch so, ja, sie ist mit ihm aufgewachsen und sie ist so sein Fan gewesen, ne? In der Form. Ja Und er hat sich quasi mit dem Fan eingelassen. Ich meine, die sind jetzt glücklich. Hätte er es nicht gemacht, oder sie, weißt du, was ich meine? So in der Art. Hätte er es jetzt nicht gemacht, hätte er vielleicht eine tolle Frau entkommen lassen, so in der Form, ja? Ja, aber ich denke, der hat es ja auch nicht gemacht von einem Interview, von einem, wie heißt das Ding? Mal eben kurz. Ja, von einer Sondern wir haben sich dann auch kennengelernt. Unterschriften-Sache oder so, wo sie sich einmal getroffen haben und so weiter. So, sie haben wahrscheinlich schon irgendwie, also sie hat den Kontakt zu ihm gesucht und er hat quasi dann
irgendwie aus irgendeinem Grund hat er dann da mit der Zeit immer mehr was aufgebaut und dementsprechend, das ist ja auch nicht irgendwie, da muss irgendwas vorgefallen sein, wo dann quasi das Vertrauen da war, wo er von sich aus sagte, okay, diesem Fan kann ich näher an mich ranlassen, weil der das vielleicht richtig findet oder richtig macht oder sympathisch ist und auch das, was er sagt, scheiße, macht. Habe ich zu lange gesprochen? Nee, erzähl ruhig. Nee, passt. Ja. Gut, hat also funktioniert, der Trick. Ich wollte ihn mal reden lassen. Ne? Ja, also grundsätzlich, du bist aber auch eher dafür, dass man sagt, okay, ich sag mal, man kann sich immer mal kennenlernen. Dafür ist ja zum Beispiel auch die Gamescom eine super Sache. Also wenn man da wirklich hinkommt und, ach, den kenne ich und dann sind wir da oder was auch immer. Wenn wir da als Truppe auflaufen und die Leute uns kennen, ist das eine super geile, schöne Sache, oder nicht? Also ich finde das auf genial. jeden Fall. Selbst wenn wir da durchgehen und irgendjemand sagt, ey, das ist doch die vom Channel oder der von dem Channel und quatscht da eine Runde, warum nicht? Das wäre ja dann in dem Sinne auch kein Fan-Treffen zwischen uns, weil wir Mitglieder irgendwie sind. Klar sind wir irgendwie Teil einer Community von dem anderen, aber irgendwo dass er dann kein Abonnententreffen in dem Sinne, Oh, der sondern Fox, ey, ich hatte da, oder Smiley meint das auch so, dass wir zu viert gehen da durch die Gamescom und jemand sagt, ey, das ist doch der Fox oder ey, das ist doch der Reit oder die Smiley oder der Drantu. Das meinte die Smiley und der Reit. die Smiley und die Reiz meinten das? Redest du jetzt in der Die Smiley und der Reit, um dir das begreiflich zu machen. Mit Kindern muss man ja immer so reden, dass die das auch verstehen. Langsam, langsam und der Reiz. Boogie. Setz wieder deine Perücke auf. Nee, das ist sogar ein Paar. Der Fox hat zum ersten Mal ein Paar geschafft. Mit seiner frisierten Frisur und Ich seinem geb dir ein Paar. Ich Lippenstift. glaube, war das zweite Mal schon. Okay. Im Leben aber, ne? Nee, in dem Spiel jetzt. Okay. Gut, also grundsätzlich, ihr beide oder ihr drei, eigentlich ihr drei, sagt, es sollte eine gewisse Distanz geben. Ja, das auf jeden Fall. Also für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, zu den Zuschauern, zu den Fans, zu den, ja. Und ich hätte noch einen kleinen Tipp für diejenigen, die halt doch irgendwie die Fans treffen wollen oder jemanden, der einem sympathisch vorkommt. Schaut, dass ihr das in einem neutralen Bereich macht und nicht irgendwie in einem persönlich verwandten Bereich. Also nicht zu Hause oder in der Nähe von eurem Zuhause, sondern irgendwo einfach zentral, Bahnhof zum Beispiel, das erste Treffen und so weiter. Ja. Nee, aber irgendwo, wo einfach zentral ist, wo man nicht wirklich schnell rausfindet, wo derjenige dann halt wohnt oder so. Das erste Ja, aber Meinst wir du gerade das bei der für die- Adresse sind. Meinst du das für die Zuschauer oder für die Let's Player, YouTuber? Nee, einfach wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Zuschauer ein Treffen willst machen, außerhalb jetzt von Gamescom oder sonst wo, würde ich jetzt empfehlen, dass du das quasi irgendwo in der Stadt zum Beispiel machst oder in einem Ort, wo in der Nähe von dir zwar liegt, aber nicht gerade bei dir zu Hause oder in deinem Lieblingspark oder sonst irgendwie. Okay. Smiley, was war mit der Adresse? Ja, es gibt ja auch so bestimmte Leute, die, also jetzt über Facebook oder was auch immer ein Gewinnspiel machen, man gewinnt was und derjenige schickt es zu. Jetzt kommt es im ersten Mal nicht an, weil es von demjenigen falsch verschickt wurde und dann gibt es auch wirklich noch welche, die dann sagen, ja, gib mir doch bitte mal deine Adresse, wo du zu Hause wohnst, dann bringe ich es dir persönlich vorbei. Das ist auch so ein Ding für mich, was gar nicht geht. Okay. Weil wo ja, mein Zuhause oder vor meiner Haustür in dem Moment für was vorbeizubringen, finde ich schon in dem Moment, wenn man sich noch nicht mal kennt, annähernd. Ich sag mal so, wenn Fox jetzt sagen würde, ich bringe euch was vorbei, würde ich sagen, du hast einen Knall, weil du wohnst viel zu weit Shotgun weg. durchladen. Scheiße, und ich wollte, Ach so, ja. ich wollte dann vorhin losfahren. Und ich wollte die Shotgun durchladen. Komm vorbei, Fox. Aber Für es dich gibt- ist immer eine Kugel bereit. Ich meine, immer ein Platz hab unter eine der Erde. Kettensäge, Ich meine, der Keller ist groß genug. Ich meine, komm einfach vorbei. Ja, Lass die dich Kettensäge, die habe ich im Das Anschlag. Bett genau. wartet schon im Keller. Genau. Das ist die Fesselbett.
Geil. Okay, ja, erstmal, also das ist auch wieder die Geschichte mit der Adresse. Also grundsätzlich natürlich, wenn man beim Gewinnspiel dabei ist und gewinnt und sich freut, und dann hat der andere natürlich auch die Adresse, ist ja logisch. Wobei bei einem Gewinn, Natürlich. bei einem Gewinnspiel auf YouTube, da macht ja der YouTuber ein Gewinnspiel und hat schlussendlich eigentlich dann die Adresse des Zuschauers. Das wäre ja dann wieder eine andere Geschichte. Ja, das war ja so gewesen. Also ich hatte bei seinem Gewinn, ich wusste noch nicht mal, dass ich mitgemacht habe, aber okay, ich hatte dann nachher mitgemacht, weil ich einen Kommentar da gelassen habe. Also ich habe nicht gesagt, ey, ich nehme daran teil, sondern ich hatte einfach irgendwas zu dem Video geschrieben und war dann dadurch scheinbar automatisch beim Gewinnspiel dabei. Mhm. Und habe dann nachher auch gewonnen mit 2 anderen. Und wurde dann angeschrieben, ey, du hast bei meinem Gewinnspiel gewonnen. Und dann habe ich für solche Sachen eigentlich, zum einen entscheide ich normalerweise selber, bei welchen Gewinnspielen, wenn überhaupt, ich mitmache. Ja. Was ich in dem Fall ja schon nicht direkt getan hatte. Aber ich habe für solche Sachen extra eine Postfachadresse, Okay. wo zu dann wissen. solche Sachen auch hingehen können. Ja. Und die hat auch, glaube ich, jeder größere YouTuber, wo eine Paketstation dann extra angemeldet hat oder Postfach, wenn irgendwelche Fans oder Zuschauer was schicken wollen, dass das dann dorthin geht. Ich habe noch keinen großartig erlebt, der direkt die Privatadresse da reinschreibt. Mhm. Die wenigsten, also die wenigsten, ich glaube, ja. kaum einer macht das. Ja. Also viele, ich meine mittlerweile, es gibt da so 1, 2 Vlogger, die machen das, die freuen sich aber auch, wenn da irgendeine Scheiße in der Straße verteilt wird, weil dann haben sie nämlich wieder für ihren Vlog dann das nächste Thema. Weißt du, was ich meine? Weil die selber so, ja, ich filme also die machen sich mir kommt das so vor, die machen sich nicht wirklich Gedanken darüber, was zeigen wir, machen wir ein Special oder so, sondern wirklich so, ich liege auf der Couch. Ich bin beim Kacken, ich bin einkaufen. Und wenn dann einer kommt und dem in die Eier tritt, dann freuen die sich, weil dann haben sie das Special überhaupt, weil jemand ihnen in die Eier tritt. Weißt du, so in der Art. Ja. Also kein Ja, aber ich eigenes hab das Konzept, halt aber ja. mitbekommen, auch von, wie gesagt, größeren, die gehen dann wirklich hier in Postfachadresse, auch wenn dann sonst, die schreiben die auch in die Kanalinfo rein, wenn dann irgendjemand Post schickt oder so, finde ich an sich auch gar nicht schlecht, wenn du da mal eine Grußkarte oder irgendwas erhältst, gar kein Thema. Nur mich explizit und das mehrfach dann nach meiner privaten Adresse auszufragen, sonst könnte er das Ganze nicht zustellen und so weiter, finde ich, ist auch schon wieder so eine Sache wie mit der Telefonnummer, wenn man da nicht aufgibt und dann nachher irgendwie, was weiß ich, vielleicht auch noch beleidigend wird, weil derjenige es nicht rausrückt. Aber das finde ich, das ist so eine Sache, die eigentlich gar nicht so geht. Du bist ja jetzt die einzige Frau hier. Außer dem Fox. Das ist gerade richtig so. Ist das jetzt wirklich, das ist ja auch noch ein besonderes Thema, also ich sag mal, ein Mann, wenn da ein anderer Mann oder eine Frau steht, sagt, gib mir deinen Körper, dann gibt's 2 an die Backen und dann war's das. Aber als Frau, alleine zum Beispiel als Frau, ist ja, du kommst nach Hause, machst irgendeinen Beauty-Channel oder so und auf einmal stehen da 3 Typen und wollen mal testen, wie handfest dein Make-up wirklich ist. Das ist ja schon dann eine richtig krasse Aktion, kann man sagen, oder? Ja, Und, das ist schon eine krasse Aktion. ja. Ich meine, sicherlich bestimmt schon mal vorgekommen bei größeren YouTuberinnen, die wirklich, hier wohne ich, guckt euch das an und glauben, dass ihre Zuschauer alle dämlich sind, weil, weißt du, was ich meine? Und dann haben sie doch einen Zuschauer, der intelligent ist und auf einmal weiß, wo die wohnt und dann nochmal, ach, ich gehe die mal besuchen, so, weißt du, was ich meine? Die war ja so nett im Video. Und hat auch gesagt, dass sie Äpfel mag oder Pferde. Ich mag auch Äpfel und Pferde und zack, musst du mich ja auch mögen. Weißt du, was ich meine? Weil ich ein Apfelpferd bin. Ja? Krass. Okay, aber ich denke, bei Frauen ist es dann nochmal... Ich meine, ich müsste jetzt die Smiley fragen oder den Fox, aber ich denke, da ist es schon noch eine besondere Situation dann auch, ne? Wo es auch, ja, haarig werden kann. Wo dann der Mann sagt, hier, komm, schnalle, ich will dich oder so. Ja. Das kann mit Sicherheit passieren. Man steckt ja auch nicht wirklich drin. Ich meine, es kann ja jemand ein halbes Jahr lang irgendwo schreiben, zu jedem meiner Videos einen Kommentar da lassen und sich einfach so neutral halten. Oder und dann nett sein. auf einmal bekommt er irgendwie die Chance, was weiß ich, über irgendeine, was weiß ich, Zusammentreffen, alle Mann auf der Gamescom, sage ich mal. Da gibt es mit Sicherheit dann auch der eine oder andere, der vielleicht hingehen würde und würde sagen, ich nutze die Chance. Will die mal näher kennenlernen, so in der Form. Ja. Oder, ja, okay, verstehe. Muss ja nicht immer direkt vor der Haustür sein, es kann ja überall sein. Nur
Ja, es ist halt für mich wirklich so ein Ding, wenn ich explizit auf meine Adresse mehrfach angesprochen werde oder Handynummer oder was auch immer, wo ich das dann schon ein bisschen dreist finde, weil zumal es ist ja eine andere Anschrift vorhanden. Es ist ja nicht so, dass das nicht machbar gewesen wäre. Es war ja Fehler von dem anderen, weil er es einfach falsch verschickt hat. Weil ich explizit noch sage, Postfach ist definitiv so, dass halt eben keine Pakete angenommen werden und er schickt es als Paket ab und will dann meine aktuelle Adresse. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Okay. Also da auch definitiv wo man sagt, okay, hier ist die Grenze. Privatadresse geht nicht, Telefonnummer geht nicht. Ich meine, wie gesagt, also es gibt positive Beispiele, es gibt absolut negative Beispiele, wo Leuten aufgelauert wurde oder auch zum Beispiel, ich habe mal irgendwo die von Star Wars, Leia, die ist ja unter dem Namen Leia bekannt. Und es ist wirklich so, dass die Leute, die am Flughafen ansprechen, nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern nur unter dem Schauspielnamen, kann man sagen. Ja. Also das ist dann auch wieder so die Geschichte, wo man sagt, okay, ich habe das ist eine Rolle, die ich da gespielt habe, als Schauspieler jetzt. Ja, okay. Gut. Ich meine, ich jetzt persönlich, ich spiele ja auch die Schauspielrolle Smiley, weil SBZ Let's Play Smiley ist halt eben das, was ich über YouTube, wie man mich findet, beziehungsweise wie man mich kennt. Da muss man aber auch sagen, dass ein Let's Player sicherlich mehr von sich selber preisgibt, durch die Let's Plays, als ein Schauspieler, der auf seine Rolle gebrieft ist, beziehungsweise, also ein Schauspieler, sagen wir mal, ich bin der Wright und ich spiele jetzt den Fox. Dann werde ich ja auf meine Rolle, den Fox, gebrieft und dann muss ich mich auch so verhalten wie der Fox, weil das macht ja ein Schauspieler aus. Das heißt also, da bin ich der Fox. Ja. Ja, der batteriewechselnde, Toilettensitzende, ja. Aber grundsätzlich ein Let's Player oder ein YouTuber gibt ja mehr von sich preis als ein Schauspieler, der wirklich für diese Rolle aus dem Keller geholt wird, gemacht wird, ausgesucht wird. Wir sind ja im Grunde genommen auch nicht, ich sag mal so, am besten kannst du uns vergleichen mit Stefan Raab zum Beispiel. Der ist ja auch Moderator und hat eine Sendung und so. Wenn du es genau nimmst, ist der Kanal, den wir haben, ist das unsere eigene Sendung. Und, der Stefan Raab hat auch eine gewisse Rolle, die er spielt. Ich habe mich mal informiert, die meisten Komödianten in Deutschland, die spielen eine Rolle, wenn sie so komisch sind. In Wahrheit sind sie eigentlich privat nicht so komisch, weil sie sagen, die möchten auch mal abschalten vom Job und die möchten mal nicht komisch sein. Weil ich weiß nicht mehr. Also wenn du die Vlogs gesehen hast, ich bin auch privat so. Ja, Sorry, aber das macht mir einfach Spaß, so ja, zu sein. man soll ja auch natürlich sein auf YouTube. Nur deswegen sag ich ja. Wir sind Entertainer, wir sind Moderatoren, wenn du so willst. Wir tun das, was wir sehen. Ich vergleiche uns auch manchmal mit so Fußballkommentatoren. Das, was wir sehen, kommentieren wir. Ja, das stimmt, ja. Wir tun also das Kommentator, Moderator. Wir sind aber trotzdem nicht jemand, der so viel von der Privatleben preisgeben will, weil wir einen Deckel drauf haben. Du weißt ja auch nicht viel von den Moderatoren, Fußballkommentatoren oder sonst wo, was die so privat machen, weil sie den Deckel drauf haben, ist klar. Und, Jauch zum Beispiel hat, wie heißt das Ding? Wer wird Millionär und moderiert und von dem ist auch privat kaum was bekannt. Aber eigentlich fast gar nichts, würde ich sagen. Oder Harald Schmidt. Das ist das. Also die Leute stehen extrem in der Öffentlichkeit. Ja, und das hat jetzt angefangen, aber auch, da muss man auch wieder sagen, mit den neuen Moderatoren. Ich weiß jetzt nicht, wie der eine hieß, der auch mal eine Zeit lang bei Harald Schmidt mitgemacht hat. Oliver Pocher? Ja, genau. Und der hat ja sein Privatleben auch breit getreten ohne Ende. Ja, dafür wird er auch dementsprechend auch angesehen. Okay. Ein Lothar Matthäus zum Beispiel tut permanent seine neuen Ollen vorstellen, wenn du so willst, bei der Presse. Das meine ich damit. Also der hat ist ja auch die Frage, ob er seine Bekanntheit quasi ausnutzt, um die Chicks abzugreifen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ja, das auch, aber er möchte den Job in Deutschland haben und findet deswegen ja auch keinen Trainerjob, weil er dieses Image hat. Weil jeder sich sagt, ja, okay. Das ist das Problem. Und das haben auch durch die Blume auch schon manche Verantwortlichen der Vereine ja schon gesagt, das ist, weil er polarisiert, er tut, ich sag's mal so, er
er hat sogar schon Freundinnen gehabt, die er von der Schule abgeholt hat. Oder halt von also Okay. jetzt nicht von der Schule, jetzt sagen wir mal, Ja, was war das? Berufsschule Gymnasium oder irgendwie Gymnasium, hoch? also schon über 18, aber noch unter. Also sie dürften in Amerika keinen Alkohol kaufen, kann man sagen. Ja, und Das geht erst ab 25, 21, 21, 25. das ist das Problem. Er hat ein gewisses Image weg und deswegen findet er auch in Deutschland keinen Job. Von der fachlichen Kompetenz als Fußballer würde er einen Job finden, aber nicht so. Und das ist das Ding. Uns kannst du mehr so für Stefan Rapp vergleichen. Wir machen eine Rolle. Wir sind uns okay, der Stefan Rapp gibt sich im Grunde genommen auch natürlich. Er ist auch so lustig privat, mit Sicherheit. Aber dadurch, dass er da das zu oft schon in der Öffentlichkeit macht, er macht ja hier, er hat VOG-WM gemacht, er hat dieses Schwimmen gemacht, Er fing an als Stocker-Out. Viva-Moderator, ja. Ja, Und dann hat diese sich dann quasi Stocker-Dinger, hochgearbeitet. Ja. Dann hat er ab und zu gesungen, dann hat er hier den Grand Prix noch gewonnen mit der Lena oder wie die hieß. Das Problem ist, er hat so viel Sachen gemacht, wo in der Öffentlichkeit lustig ist, dass du privat dann gar nicht mehr lustig sein kannst, weil du irgendwann mal auch kirre bist. Ist Also so. ich sag mal, vom Typ her, ich habe hochgradigen Respekt vor Stefan Raab. Ich fand zwar, also mein persönliches war eher Harald Schmidt, vom Gucken her, statt TV Total. Wobei ich aber sagen muss, ich habe hochgradigen Respekt vor Stefan Raab, weil das der absolute, also was der alles erfunden hat, gemacht hat, getan hat, das ist der Burner schlechthin, kann man sagen. Ja, der hat fast jede Sendung, überleg mal, da könntest du glatt einen Sport draus machen. Autoball, VOG-WM. Stocker ist, glaube ich, eine Sportart schon. Das Problem ist, er hat so viel gemacht, das mit dem Schwimmen hat er dann noch eingeführt. Ja. Er hat jetzt, glaub Springen ich, und jetzt- er macht überall selber mit. Das ist ja das Geile. Also der hat ja wirklich Eier in der Hose. Wenn du dem sagst, spring vom Zehner, dann sagt er nicht, mach ich nicht, sondern dann sagt er, ja gut, mach ich. Also das ist ja auch wieder das, ne? Dann hat er ja vor kurzem noch irgendwas mit dem Fußball und Hockey, glaube ich, auch noch eingeführt und so. Das ist, für den kann man Respekt haben, aber er hat auch dementsprechend den Deckel drauf gehalten. Ja, weil er gesagt hat, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da haben sie Elton John. Wie hieß denn der nochmal? Der von Genesis, der Sänger. Oh, ich weiß es nicht. Crystal Burke war es. Nee, Crystal Burke war es auch nicht. Und die sind mit dem Kamerateam durch Berlin, ich glaube, einen Tiergarten. Keine Sau hat den erkannt. Keiner. Weil der privat ganz anders aussah, als jetzt, wenn er auf der Bühne steht. Der hat Millionen Platten verkauft. Das ist so, als wenn Psy jetzt nächste Woche hier vorbeikommt, ganz normale Klamotten oder Baggy Pants oder was auch immer anhat. Den würdest du wahrscheinlich auch nicht erkennen, selbst wenn er neben dir steht. Also ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass Prominente oder zum Beispiel, wenn ich jetzt in Köln wäre, bei der Gamescom, und ich würde jetzt den Sarazar treffen, jetzt irgendwie beim Vorbeilaufen oder so, gib dir Brief und Siegel, wenn er merkt, dass ich nicht so ein hysterischer Fan bin und ständig Autogramme haben will, dass er sich gerne mit mir unterhalten würde, weil ganz einfach ich dann nicht Aber so... du bist doch so ein hysterisches Fangirl. Nein, bin ich nicht, also... Fan, du bist ja hier das Girl, ne? Kann ich ein Stück Locke von dir haben? Nee, aber ich meine, dass die so in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, die mögen es, wenn man mal ganz in Ruhe Normal mit privat denen mit redet, normalen Leuten redet, als wenn du ständig nach Autogrammen gefragt wirst, weißt du? Ich denke da, aber das ist ja ganz normal. Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel, oh, du bist der Geilste, der Beste. Ich meine, manche heben halt richtig ab. Die sind wirklich extrem überheblich, nur weil die, was weiß ich, 300.000, 500.000, 800.000 Abos haben. Mit denen kann man nicht reden, weil die einfach so scheiße überheblich sind. Ja, du siehst ja den einen hier, der hat 20.000 Abos. Ich habe ihn gefragt, wie er das Great Jana Sisters auf seinem PC ins Laufen gekriegt hat, ohne dafür irgendeinen DOS-Box oder so benutzen zu können. Und ich frag den bloß. Und in den Kommentaren schreibt er hin, Magie. Ja. Das war total arrogant. Ich kann ja spaßeshalber sagen, durch Magie und sagen, ja, so und so geht das. Und dann schickt dir eine PN, pass auf, so und so Ja. geht's. Oder ich schreibe dann darunter erst Magie und dann, wenn du Alt plus F4 drückst, läuft die Sache oder was auch immer, weißt du? Ja, und genau das ist es eben. Das sind so überhebliche, ich kann mit solchen überheblichen YouTubern gar nicht, das geht gar nicht bei mir. Da kriege ich Hass. Und wie gesagt, also die Kunst ist, den Deckel drauf zu haben. Und deswegen habe ich vor solchen Leuten eigentlich dadurch schon Respekt, weil, dass sie so den Deckel drauf kriegen, weißt du? Das ist eine Kunst heutzutage. Überleg mal, du hast Handys, du hast Apps, eigentlich bist du total durchleuchtet heutzutage.
Durch Das diese erinnert mich ganzen daran, Kram. ich glaube, der Apple-Gründer, ähm, oder es war Steve Jobs, weil das Team bestand ja aus 3 Leuten. Und irgendeiner von denen hat 2 Kinder und da haben die Kinder auch gesagt, wir wollen gern ein iPhone haben. Und da hat er gesagt, der kriegt er nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Chef von Apple oder einer der ganz hohen Chefs von Apple, wo die Kinder dann gesagt haben, wir hätten gern, und der hat gesagt, ihr kriegt das nicht. Weil halt wirklich alles, ja, man findet alles raus über die Sachen. Also in sozialen Netzwerken und so weiter, wer da so aktiv ist, also wirklich seine Toilettensitzparade oder sowas, weißt du, was ich meine? Gibt ja genug Leute, die wirklich auch Bilder in soziale Netzwerke stellen, wo sie auf Toilette sitzen oder so. Das ist schon krass, also. Oder sich beim Sex fotografiert haben. Okay. Wer war Also, das? Nein, ich meine jetzt, man sieht ja direkt manchmal Nachrichten, wo manche halt. Ja, sich- gut, ja, es gibt das- gibt genug Stars und Sternchen, gerade bei Frauen, wo dann auf einmal ein Pornovideo auftaucht. Och, durch Zufall habe ich es da liegen lassen und der Gärtner hat es zufällig geklaut und dann hochgeladen. Mhm. Ich glaube, Paris Hilton hat das gemacht, Pamela Anderson hat das damals gemacht. Also wenn die merken, es geht nicht mehr so publicity-technisch, auf einmal taucht ein Pornovideo von denen auf. Hm. Aha. Zufällig ist uns das Video, was wir dahingelegt haben, was keiner sehen sollte, ist uns zufällig abhanden gekommen. Ist klar. Und haben es dann wahrscheinlich an 30 Großzeitungen geschickt oder Großwerbeflächen oder was auch immer. Mhm. Ja, deswegen sage ich ja, weil wir YouTuber wir sind jetzt so schon durchleuchtet, dadurch, dass wir ja uns die Öffentlichkeit preisgeben, indem wir Videos machen. Aber ich finde, ich meine, du gibst dich ja, habe ich ja schon mal mit der Facecam-Geschichte gesagt, gibst dich ja eine Öffentlichkeit preis dadurch, dass du Facecam machst. Mhm. Zum Beispiel, bei euch sieht man ja auch die Couch und die Poster hinten an der Wand, wenn man. Ja, aber muss man da nicht sagen, ich muss die Eier auch haben, zu mir zu stehen? Ja, aber ich meine Ich mein, jetzt, verstehst du, was ich meine? gibt ja trotzdem ein Teil von euch privat ja in dem Sinne schon Preis. Aber man sollte jetzt nicht zu viel Preis geben, deswegen sage ich es ja, man gibt ja durch diese Vlogs und durch die Facecams ja auch viel Preis. Mhm. Ja gut, es gibt viele Vlogger, die schreiben meine Roomtour oder so sah mein Kinderzimmer aus und solche Geschichten. Extrem. Und die haben extrem viel Abos oder Views. Mhm. Verstehst du? Also da siehst du wirklich alles. Also die ist nichts, was die nicht öffentlich machen in der Form. Ja gut, also ich sag's mal so, die halten auch gewissen anderen Sachen dann aber auch den Deckel drauf. Also wie gesagt, Bei was denn? Also wenn ich jetzt schreibe, so Selbst sah die mein Kumpels- Zimmer, so sieht mein Haus aus, so sieht mein Zimmer aus. Ich hatte meine erste Blutung mit 14 und verstehst du, was ich meine? Wo ich halten kann die dir denn bitte gleich schön sagen, den der Finger drauf? Sarazar hat auch Raumtour gemacht und die Leute wissen, dass er in Köln wohnt. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube nicht, dass da schon mal irgendein Fan vor seiner Wohnungstür gestanden hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Weil ich sag mal, ich kenne einen, nicht persönlich, aber ich habe ein Doku gesehen über einen, der Slingshot-Channel, glaube ich, heißt das Ding. Der war auch ganz bekannt, weil er dann irgend so ein komisches Ding entwickelt hat für, ja, also der macht aus allem Slingshots, also hier Schleudern. Und bei dem waren auch auf einmal 3 Leute. Der war gerade in der Werkstatt, hat das Interview geführt und auf einmal sind 3 Leute vorbeigekommen. Mhm. Weil, also, verstehst du, was ich meine? Das ist ja das. Auf der einen Seite, wenn es nette, coole Leute sind, ja, why not? So in der Form, ja. Auf der anderen Seite, jo. Also, du kannst dich da schon nicht vorschützen. Wenn du, ich sag mal, Fox, wenn du 100.000 Abos hast, dann wird sicherlich mal 1, 2 Leute deine Adresse rausfinden und mal gucken wollen, wie du wirklich privat bist. Das, Ja, klar, wenn du Motivation hast, wenn du die entsprechenden Leute kennst, klar, kann das passieren, aber Adresse von uns erfragen. da liegt es auch an dich dran, irgendwie eben nicht so viel Informationen an die Öffentlichkeit zu geben, weißt du? Mhm. Also ich würde Also- mir überlegen, jetzt eine Rumtour zu machen. Also ganz ehrlich, wenn einer schreiben würde, mach mal eine Rumtour. Weil es so chaotisch aussieht, sagst du. Nee, weil es irgendwo privat ist. Na gut, der Fox zeigt schon die Hälfte von seinem Zimmer bei seinen Videos. genau. Facecam ist eigentlich Room und Bodycam. Du, Ich habe schon eine halbe Roomtour. ich möchte Ja. die Frauen
Ich dachte, du hältst da den Finger drauf, dass du dich nicht mit Zuschauerinnen einlässt. Du, ich habe Ja. schon die Facecam besser eingestellt. Da siehst du nicht mehr viel. Man sieht da, ja gut, aber okay. Krass. So, nachdem ich euch jetzt endgültig die Ja, das ist nur wegen Schuhe Reden. ausgezogen habe. Also kannst du ja, Natürlich. brauchst dir nichts drauf einbilden. Das ist nur, weil ich den einen Schlag da versaut habe. Ja, den einen Schlag und dann den zweiten Schlag und den dritten Nee, Schlag da wo die Zeit abgelaufen ist, da habe ich einen Schlag zu viel gebracht. zu Pass gekriegt. Der Ray dreht sich's gerne so, wie er es möchte. Musst du Aber ich muss auch verstehen. sagen, es ist ganz gut, wenn man natürlich auch nicht nur mit Noobs abspielt, sondern auch mit Leuten, wo man auch gefordert wird. Obwohl ich heute auch total scheiße gespielt habe, wie wir alle, denke ich. Ja. Obwohl, außer bei Smiley und bei Fox, die sind heute extrem besser geworden. Im Gegensatz zur ersten Runde sind wir schon extrem besser geworden. Da haben wir über 20 Ja. Schläge hingelegen. Ja, ich denke, wenn du die Sachen 10-mal hintereinander spielst, hast du einigermaßen draus, mit welchem Schläger du welches Loch spielen musst, anfangen Ja. musst, wo du hinzielen musst, weil das ändert sich ja nicht groß. Ja, aber das wird dann interessant, weil es dann schon eng ist. So wie jetzt gerade. Also es hat schon, Ja. war schon cool, also muss ich sagen. Gut, will jemand noch abschließend was sagen zu dem Thema? Hat jemand noch brennende Worte für uns? Wie gesagt, ich kann nur wiederholen, das heißt nicht, wenn man jetzt nicht telefonieren will oder so, dass man keinen Kontakt mit den YouTubern, mit den Zuschauern haben will. Es ist halt nur so, man muss halt aufpassen, also wir als YouTuber müssen halt aufpassen, was wir preisgeben und was wir nicht preisgeben, weil wenn zu viele Leute zu viel Privates von dir wissen, dann hast du es nicht mehr unter Kontrolle und das geht meistens nach hinten los. Also wir YouTuber wollen schon Kontakt zu Zuschauern, man muss nur halt sehen, was man preisgibt. Mhm. Das ist halt das Ding. Also Fan-Treffen oder wie auf der Gamescom, wenn man sich trifft, dann noch einen Kaffee trinkt und sich ein bisschen austauscht. Ist eine coole Sache. Aber so die Adresse, wenn man sich gar nicht kennt oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, wirklich, hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine Adresse, meine Schuhgröße und meine Toilettensitzgröße. Das geht dann schon zu weit, wenn man sich gar nicht kennt. Ja. Kann man das so sagen? Okay. Cool. Gut, dann würde ich nämlich sagen, wir sind Achso, durch mit dem... ich wollte Ja. noch was sagen, und zwar nicht Wir zu sind dem nicht durch Thema. mit dem Thema. Nicht, Zu dem mit anderen dem Thema wollte ich jetzt nicht so viel sagen. Ich wollte bloß sagen, falls es mal irgendwie mal jemanden gibt, der meint, also der sagen möchte, hier ich möchte mal in eure Truppe rein, dann wird das meistens mit den anderen Mitgliedern abgesprochen und meistens müssen mehrere Sessions durchlaufen, bevor wir checken können, ob wir zueinander passen. Also es geht eher darum, wenn jemand mitzocken möchte oder wenn jemand von den Let's Playern zum Beispiel selber mit aufnehmen möchte, immer gerne. Das ist so grundsätzlich. Nur wir in der Truppe sprechen das ab. Ja. Das bedeutet, hier wird auch nicht über andere Leute's Köpfe hinweg entschieden, außer wenn es jetzt wirklich brennt, ganz eilig ist, aber oft ist es nicht eilig oder 99% der Fälle ist es wirklich nicht eilig, dass man wirklich sagt, okay, wenn du heute nicht mitzocken kannst, dann kannst du halt nächste Woche mitzocken oder übernächste Woche, so in der Form. Hm. Und Deswegen bringt Ja. es auch nichts, einen YouTuber oder YouTuberin anzuschreiben und zu sagen, hier, hey, der hat das und das gesagt, obwohl das nicht so stimmt, ne? Deswegen also bringt das es ist auch nichts. wieder, das ist auch Wird wieder die Sache. definitiv unter allen abgesprochen und jeder gibt da, wenn's die, Seinen die halt Senf eben dazu. dem und anwesend sind oder generell jeder von uns gibt da seine Meinung dazu, ob ja oder nein, weil es ist auch so, ich kann auch nicht von heute auf morgen entscheiden, ob jemand mitzocken kann, weil es ist generell so, dass ich persönlich mir die Kanäle vorher erstmal anschaue, wenn es jetzt ein anderer Let's Player ist und wie zockt der und was zockt der und wie ist er drauf. Und wie gibt er sich auch preis? Also du machst ja auch super viel Mühe, das merkt man ja auch. Dass du dich wirklich mit den Leuten auch beschäftigst und mit den Let's Plays von den anderen beschäftigst. Aber grundsätzlich auch wieder, wie gesagt, also Zuschauer als Gäste oder Let's Player als Gäste sind immer gern gesehen. Was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Gute Frage, nächste Frage. Nur wir sprechen es halt ab. Also das ist ganz wichtig bei uns in der Truppe, wir sprechen das ab. Und auch wenn wir nicht immer alle einer Meinung sind, wir quatschen halt auch und versuchen auch eine Lösung zu finden. Und wir sollten auch erwähnen, ein Keil zwischen uns Mitgliedern zu treiben, wird nicht funktionieren, da wir uns mittlerweile dementsprechend kennen und dementsprechend Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Ja, und wissen, was der andere wie, wann, wo von sich gibt. Ja. Nee, es geht einfach auch darum, auch mal klipp und klar zu sagen, es gibt natürlich auch nicht nur nette Leute.
gibt Ja. auch richtig fiese Arschlöcher. Mag man gar nicht glauben, aber es gibt sie wirklich. Und die wirklich einfach nur, ich habe das mal so definiert, die nur dazu da sind, andere Leute in die Scheiße zu treten. Gibt's wirklich solche Leute, unglaublich. Und von daher, wie gesagt, also über jeden Zuschauer, der mitzocken möchte, freuen wir uns. Über jedes, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Kommentare da lasst, freuen wir uns riesig. Und ja, was noch? Ja, würden wir uns auch freuen, wenn ihr mitzocken wollt. Aber wie gesagt, wir sprechen das ab. Ja. Und das Ja. wär's eigentlich, ne? Genau so sieht's aus. Gut, in dem Fall, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und Ja. wir sehen uns. Wann sehen wir uns wieder? Wann hören wir uns wieder? Beim nächsten Mal, Freunde. Genau. Gehabt euch wohl und schönen Tag noch. Ciao, ciao. Bis Ciao. dann. Bis dann. Ciao, ciao.